Was suchst du denn, Cornelia? Ein Autoschlüssel. Was denn für ein Autoschlüssel? Ein Schlüssel vom Geländewagen. Du wirst doch jetzt nicht wohl mit dem Papa seinen neuen Jeep fahren wollen. Ich nicht, aber der Peter. Mei, Cornelia, ich bitte dich, treib's nicht zu weit. So, was du bloß hast, der Peter fährt doch gut. Und immer bleifrei. Jetzt lenk nicht vom Thema ab. Schau, ich persönlich, ich hab ja gar nichts gegen deinen Peter Fronius. Aber dein Papa... Ja, der Papa. Der Diktator der Familie ist dagegen. Ja, gut, dass du das nicht vergessen hast. Ja, und? Wo wollt ihr hinfahren? Wir fahren über nach Fischbachau. Da ist halt ein Open Air in der Kiesgrube. Was? Ein Open Air. Ein Konzert mit dem Motto Rock in der Kiesgrube gegen Politik im Spendensumpf. Na, bravo. Unsere Tochter ist eine Revoluzerin. Ja, und an deinen Papa denkst du jetzt doch gar nicht. Doch, andauernd. Ich werde ja ständig an ihn erinnert. Bei jeder Affäre, bei jedem Skandal, der in die Medien kommt, muss ich nur an meinen lieben Vater denken. Ja, der steckt doch mittendrin in dem Sumpf, den bisher nur keiner Trockenling hat können. Also, Cornelia, also, wie kannst du denn nur sowas sagen? Weil es genügend Gründe dafür gibt. Oder habe ich das vielleicht bloß dran, dass mein Vater, unseren Landrat, die Urlaubsreisen in die ganze Welt finanziert haben soll? Das ist überhaupt noch nicht erwiesen. Ja, aber Untersuchungsausschuss soll dafür eingesetzt werden, langt das nicht. Mein Gott, in was für einer Zeit leben wir bloß? Ja, früher war alles anders. Ach du Mama, und ich komme erst morgen wieder, gell? Was? Du bleibst über Nacht weg? Ja, genau. Bringst es am Papa heute schon ins Ball. Ciao, Mama. Ciao, Harmonie. Ciao, Familienglück. Also, Josef, so wie du das vorstellst, so geht das nicht. Fritz, du bist der größte Bauunternehmer der Gegend. Wenn du unseren Wahlkampf mit einer angemessenen Parteispende unterstützen würdest, dann wäre damit auch deinem angeschlagenen Image am besten geholfen. Oh, ihr Helene, lasst uns einmal einen Moment allein. Ja, ich wollte nur sagen, dass unsere das Tochter... interessiert mich im Moment gerade gar nicht. Ja, und dein Jeep? Der interessiert mich im Moment noch viel weniger. Bitte, wie du meinst. Ja. Grüß Sie, Herr Windling. Grüß Gott, Frau Hahn. Also, was gibt's noch? Ich hab gemeint, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Ja, deutlich schon. Aber ehrlich gesagt auch ziemlich unüberlegt. Bei uns in der Partei, da gibt's einen Haufen Funktionäre und Leute, die dir einen Gefallen tun könnten. Dass ich nicht lach. Von denen hat doch auch nicht ein einziger nur einen Finger krumm gemacht, wie die Medien ganze Kübel voller Schmutzparolen über mich und meine Firma ausgeschüttet haben. Weil es bis jetzt noch keinen Anlass gegeben hat, eine großzügige Parteispende von dir dementsprechend zu honorieren. Ja, genau nach dem Motto, erst die Ware, dann das Geld. Oder besser gesagt, erst die Spende und dann die Gefälligkeiten. Das ist doch jetzt wurscht, wie man das nennt, Fritz. Auf jeden Fall könntest dann fest damit rechnen, dass in diesem bevorstehenden Untersuchungsausschuss nur solche Mitglieder eingesetzt werden, die deine Interessen mehr vertreten als die von den Medien. So, und wer garantiert mir das? Die Geschichte ist doch schon so hoch gespielt worden, dass sie gar nicht mehr verharmlost oder beschönigt werden kann. Okay, das kann doch bis jetzt überhaupt keiner beweisen, dass diese ominösen Urlaubsreisen über deine Buchhaltung finanziert worden sind. Solange ich nicht klipp und klar über die Vorgehensweise von diesem Untersuchungsausschuss informiert bin, bleibt mein Spendenkonto für deine Partei gesperrt. Ich hoffe, das war jetzt klar genug. Ja, Fritz, ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich beim Wort. Und die Informationen, die hast du schneller, als du dir vorstellen kannst. Vierte. Herr Wagner, ja, lassen Sie mir meinen Geländewagen fertig machen. Ich möchte mal wieder auf die Jagd. Was sagen Sie? Mit dem ist meine Tochter unterwegs. Genauer gesagt, der Peter Fronius. Wir können Sie als Pförtner zulassen, dass eine wildfremde Person mit meinem Wagen das Betriebsgelände verlässt. Also, das hat meine Tochter. Ja, die hat darüber aber nicht zu bestimmen. Na, Herr Wagner, darüber werden wir morgen noch ein ernstes Wörterl zu reden haben. Ende. Also, sag einmal, was spult sie denn dieser Fratzei? Helene! Helene!
Ja, was ist denn? Hast du gewusst, dass unsere Tochter mit diesem Peter Fronius in meinem Geländewagen unterwegs ist? Ja. So, und wieso erfahre ich da nichts davon? Ja, weil du mich hinausgeschickt hast, wie ich das sagen wollte. Also, ja, und wann kommt's wieder? Morgen. Und das hast du erlaubt? Ausgerechnet mit diesem Peter Fronius. Den Namen, wenn ich bloß her, da kommt mir schon die Galle hoch. Und mein Blutdruck wird auch nicht besser. Also was unsere Tochter samt Fronius und Chip betrifft, verstehe ich ja dein Ärger. Aber ansonsten hast du mir keinen Vorwurf zu machen, gell? Ja, was konnte ich dafür, wenn in unserem Betrieb was wieder so lacht, wirst das du gern wetzt? Ich hab halt im Moment ein bisschen arg viel um die Ohren. Ne? Erst diese leidige Affäre mit den Reisekosten, dann die Hetzkampagne gegen mich, bloß weil ich versucht habe, an ein paar Aufträge zu kommen. Und jetzt auch noch der Untersuchungsausschuss. Ist das ein Wunder, wenn man da einmal ein bisschen die Fassung verliert? Übrigens, was ist denn mit der Rechnung? Wo hast denn du die Rechnung her? Aus deinem Sakko, das du gestern angehabt hast. Und seit wann stöberst du in meine Taschen rum? Seitdem ich das Sakko in die Reinigung bringen wollte. So, und warum muss das Sakko in die Reinigung? Weil die Rotweinflecken drauf nicht zum Übersehen waren. Stammen die aus demselben Etablissement wie die Rechnung? Also auf dieser Rechnung, da steht nichts anderes drauf als wir Geschäftsspesen. Ja, dass das keine Lottozahlen sind, das ist mir schon klar. Mich hat ja nur interessieren, was du geschäftlich in der Calypso-Bar zum Tor gehabt hast. Das war nach dem Geschäftsessen mit der japanischen Handelsdelegation. Ja, die wollten noch was vom Nachtleben in unserer Stadt sehen. Ach, seit wann interessieren sich denn die Japaner für unser Baugeschäft? Für unseren Schotter und Fertigzement? Die interessieren sich nicht für den Schotter und den Fertigzement, sondern für die Maschinen, mit denen wir arbeiten. So? Ich hab ja gar nicht gewusst, dass wir jetzt auch mit Maschinen handeln. Ja, man muss seine Fühler halt nach allen Richtungen ausstrecken. Ja, natürlich. Vor allem nach die Damen von der Calypso-Bar. Oder liegt da meine Kalkulation falsch? Also, die weiblichen Kalkulationen, die haben mit der Realität oft sehr wenig zum Tor. Manchmal aber doch. Das sind 10 Flaschen Champagner und 5 Flaschen Rotwein. Mir ist kalt, wer soll denn das alles getrunken haben? Ich weiß gar nichts mehr. Habe die Ehre! Charlie! Mensch, überleg dir das noch mal. Was du noch hast, Puppi? Hast du der Portier hat das ins Büro von meinem Doktor geschickt? Ja, aber unter was für einem Vorwand? Wenn wir dem Security erklärt hätten, was wir von seinem Chef wollen, den wir jetzt noch draußen stehen. Erst Puppal, verlass dich auf mich. Na, da rennt der Schmäh. Also dein Optimismus möchte ich haben. Botschau, den kriegst du noch, wenn du erst einmal länger dabei bist. Na, fürs erste Mal hast du es ja eh ganz leicht. Ich führe die Verhandlungen und du brauchst gerade jedes Mal beifällig nicken. Weißt du, für so kleine Erpressereien, da braucht es eine Aufmischerin, die die Sache gehörig unterstreicht. Also mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Chopper, wie oft soll ich dir das noch erklären? Dieser saubere Herr war heute Nacht bei euch in der Calypso-Bar und ab 2 in der Früh war der Plunzenfett. Ich schlag diesen sauberen Herrn jetzt ein Geschäftel vor. Er kriegt von mir die Negative von den Fotos aus dem Separé und mir ein paar grüne. Ja, und du bist die Zeugin, bis die Kasse stinkt. Ja, aber Charlie, du hast doch gar keine Fotos gemacht. Puppel, du musst da viel lernen. Weißt du, diese Sorte von Männern, die können keinen Skandal gebrauchen. Die fürchten in so einer Situation nichts mehr als wie eine eifersüchtige Alte. Du, die gehen schon in die Knie, wenn sie das Wort Fotos nur hören. Und zücken dann freiwillig das Scheckbuch. Meinst? Nee, klar. Das weiß ich aus Erfahrung. Jetzt hör doch einmal mit deiner unbegründeten Eifersucht auf. Pupsi, weißt du, besser könnte die Stimmung gar nicht sein. Weißt du, Scheißen. Soll ich mein Handy im Auto liegen lassen? Ey, Charlie, du kannst Fabi, mich mach doch nicht keinen einfach Aufstand. allein lassen. Also, hallo, Wer hat denn Sie reingelassen? der Pförtner. Und was wollen Sie? Was ich will? Aber geh
Bauxi. Was fällt denn Ihnen ein? Wie kommen Sie denn dazu, dass Sie mich Bauxi nennen? Wer sind denn Sie überhaupt? Bauxi, kennst bitte nimmer. Ich bin's, die Isabella, von heut Nacht. Was? Ja, aus der Calypso-Bar. Ab 2 Uhr in der Früh hast du nur noch Bella zu mir gesagt. Ich hätte zu Ihnen? Ja. Ab 2 Uhr in der Früh, sagen Sie. Also, ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern und in der Calypso-Bar war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich weiß aber besser. Das müssen Sie mir aber erst einmal beweisen. Na und woher stammt dann da der Beleg? 10 Flaschen Champagner. Ja, und 5 Flaschen Rotwein. Das sagt noch gar nichts. Mir aber schon. So, und was ist das Problem? Ist die Rechnung nicht gezahlt worden? Na, das ist nicht der Grund. So, was dann? Mei, ich wollte dich heute einfach wiedersehen. Du hast doch letzte Nacht gesagt, dass du mich so schnell wie möglich wiedersehen magst. Kannst dich denn gar nicht daran erinnern? Also, jetzt passen Sie einmal ganz gut auf, mein verehrtes Fräulein. Isabella heiße ich. Aber von dir her, ich viel lieber Bella. Ja, das haben wir gleich, Bello. Bella, ich rufe jetzt die Polizei an und dann lasse ich Sie hinauswerfen. Also das dort ich an deiner Stelle lieber nicht tun. Ja, so, meine Frau! Fritz! Helene! Ja, was ist denn da los? Also das Ganze ist ein Irrtum. Das ist jetzt nicht so, wie es gerade im Moment ausgeschaut hat. Also, was Blöderes fällt dir jetzt nicht ein. Jo, schon. Aber das darfst mir du nicht glauben. Das Fräulein Isabella ist nämlich... Die neue Sekretärin vom Herrn Doktor. Ja. Ach, und übt wohl schon ihr künftiges Betätigungsfeld. Oder sehe ich das vielleicht verkehrt? Nein, ihr ist ganz plötzlich schlecht geworden. was? Ja, ein Schwächeanfall oder sowas, ja. Es könnte ja auch der Föhn gewesen sein. Ja, so ist es. Glaub mir, es war ein Notfall. Mir ist ganz plötzlich schwarz vor die Augen geworden und ich danke dem Herrn Doktor, dass er mich so hilfreich gestützt hat. Ja. Kann die vielleicht ein Glas Wasser haben? Ja, ich bringe Ihnen gleich eins, gell? Jetzt hören Sie mal gut zu, mein Fräulein. Wer auch immer Sie sind, wenn Sie einer noch einmal umhaut, dann haben Sie das mir zu verdanken. Und ich verspreche Ihnen, dann bleiben Sie allein. Ich werde Ihnen das alles erklären. Da lege ich keinen Wert drauf. So, jetzt schauen Sie her. Ich habe Ihnen eine Vitamin-C-Tablette reingetan. Danke. Und ich brauche jetzt ein Vitamin E von dir. E wie Erklärung. Seit wann brauchst denn du eine zusätzliche Sekretärin? Seit Jahren macht es unsere Tochter. Ja, da war ja auch überhaupt nie was dran auszusetzen. Ja? Aber wie du weißt, müssen wir doch demnächst mit einem Untersuchungsausschuss im Betrieb rechnen. Ja, also wenn ich jetzt da unsere gemeinsame Tochter als meine private Sekretärin vorstelle, dann ziehe ich doch unsere Tochter damit rein. Ja, dein Glück, dass ich dir doch nicht widersprechen kann. Also, wann können Sie denn Ihre neue Stellung antreten? Er meint die am Schreibtisch. Helene, was soll denn die junge Dame von uns denken? Ja, die junge Dame wird schon das Richtige denken. Also, wann könnten Sie anfangen? Wenn Sie nichts dagegen haben, sofort. Ja, das ist ja wunderbar. Dann wäre quasi da Ihr Büro. Gut. Na, halt, das ist die falsche Tür. Das geht in die Besenkammer. Fräulein, wie war jetzt gleich der Name? Kritschek. Isabella Kritschek. Was? Du stellst eine neue Sekretärin ein und weißt nicht einmal, wie es heißt? Der Name war mir vorübergehend entfallen. Kritschek ist ja jetzt nicht Meier oder Huber. Darf ich mir da meinen Betrieb schon mal ein bisschen anschauen? Sie dürfen. Ja, meine Frau hat's erlaubt. Danke. Tschüss. So. Seit wann bist du denn überhaupt so sicher, dass ein Untersuchungsausschuss in unserem Betrieb kommt? Helene, liest du keine Zeitung, schaust du keine Nachrichten? Hast du das nicht mitgekriegt, wie die Opposition andauernd trommelt? Dein Glück. Glück nennst du das? Ja, dein Glück, dass ich deine neue Sekretärin wegen deiner Schmiergeldaffäre nicht gleich wieder an die Luft setzen kann. Moment, aber noch ist nichts bewiesen.
Hast du eine Ahnung? Die Sache wird langsam ganz schön eng. Ich brauche einen Cognac. Wer sagt denn, dass ganz schön eng wird? Das habe ich von einem gewissen Plauscher. Von wem? Der Plauscher. Der Plauscher, das ist der Freund vom Sekretär, von dem Anwalt, der wiederum der Studienkollege von unserem Anwalt ist. Verstehst? Das sind Verbindungen. Ja, danke. Auf jeden Fall habe ich von dem erfahren, dass dieser Untersuchungsausschuss jetzt ganz andere Wege geht. So, und was für welche? Ja, pass auf. Der gesamte Untersuchungsausschuss bestimmt jetzt ein einzelnes Mitglied, das die gesamte Voruntersuchung allein unternimmt. Spart angeblich Zeit und Aufwand. Und wann muss ich mit dem rechnen? Ja, genau das ist das Problem an der Sache. Das weiß nämlich keiner so genau. Die Opposition wird da auch immer raffinierter. Das heißt, es kann dir jederzeit passieren, dass plötzlich irgendein Fremder bei dir vor dem Büro steht und Akteneinsicht haben möchte. Das sind ja Stasi-Methoden. Ja, wem sagst du denn das? Zittert auch schon jeden Tag. Gestern erst habe ich irgendeinem Verdächtigen 3 Cognac hingestellt. Dabei war es bloß irgend so ein Versicherungsvertreter. Seit wann hättest denn du ein schlechtes Gewissen? Hm? Wir hatten schon ein gutes. Das stimmt auch wieder. Meinst du wirklich, meine Zuwendungen an gewisse Herren, die ich als Parteispende verbucht habe, sind unentdeckt geblieben? Nein. Prost, Leidensgenosse. Leiden stimmt, Genosse weniger. Prost. Ja, ich hab jetzt auf jeden Fall eine neue Sekretärin. Was, du hast eine neue Sekretärin? Ja, die kennt sie hinten und vorn nicht aus. Und somit kann dieser Herr vom Untersuchungsausschuss ohne mich auch überhaupt nichts finden. Das ist ein Wink des Schicksals sozusagen. Ja, so einen Wink, den könnte ich auch gut brauchen. Was sagt denn deine Frau dazu? Naja, begeistert ist sie nicht, aber sie wird's akzeptieren müssen. Und deine Tochter? Die kann endlich einmal in Urlaub fahren. Ja, bei mir macht ja meine Frau die Buchhaltung. Die kann ich leider nicht einfach so in Urlaub schicken. Naja, dafür bewegen sich deine ominösen Spenden ja auch in ganz, ganz anderen Dimensionen. Ja, den Dimensionen meiner Frau angemessen. Au weh, hat die Abmagerungskur nichts geholfen? Na, seitdem ist es 3-mal so viel wie vorher. Du, ich muss los. Ich hoffe, ich habe damit meine Informationen einen Gefallen getan. Ja, einen Gefallen hast du mir schon getan, aber Freude hast du mir keine gemacht. Ja, Fritz, wer macht denn Leute wie uns heutzutage noch erfreut? Ja, das sagst du das. Es ist einem ja nicht einmal mehr vergönnt, dass man einem nützlichen Freund noch eine kleine Freude macht. Und, Bauxi, wie hab ich das geschaukelt? Also meine Frau, wenn uns hinter diesen Schwindel kommt, die setzt uns beide auf die Straße. Hat sie denn so viel zum Sagen in ihrem Betrieb? Ich habe sie aus steuerlichen Gründen am Unternehmen beteiligt. Aber keine Angst. Ich spüre eine Sekretärin vor, wie es auf keinem Arbeitsamt zu finden ist. So, ja, hoffentlich finden Sie sich dann auch beim Soll und Haben zurecht. Ist denn das so wichtig? Ja, kommt immer drauf an, von welcher Seite aus, dass man es betrachtet. Ne? Verlassen Sie da ganz auf mich. Ja. Ich bin jedenfalls nach allen Seiten offen. Ah, ja. Und was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Ach, eigentlich wollte ich nur einmal einen spendablen Gast aus der Calypso Bar privat besuchen. Das wäre alles. Hätt's mehr sein sollen. Also, dahinter ist jetzt Ihr Büro, gell? Und wenn jemand von diesem Untersuchungsausschuss kommt, dann reden Sie sich einfach darauf raus, dass Sie neu sind im Betrieb und dass Sie sich erst einarbeiten müssen. In solche Angelegenheiten ist es am besten, wenn man nichts weiß. Alles klar, Chef. Heute falsche Tür. Ach so, ja. Und ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Oh, das sieht man leider auch. Hi, Dad. Ich bring dir einen Schlüssel wieder. Ja, sag einmal, die Mama hat doch gesagt, du bist bis morgen mit dem Peter Fronius unterwegs. Ja, wir haben umdisponiert. Bei deinem Geländewagen leicht der Lamperl heller wie rot an der Ampel. Vielleicht ist der Ölwechsel fällig, aber das ist dann dein Bier. Nein, da ist kein Ölwechsel fällig. Da ist einmal ein Beifahrerwechsel fällig und das war dein Bier. Ach, fangst du jetzt schon wieder damit an? Ich fang so oft damit an, bis du endlich einmal mit einem Motor herkommst, der mir auch passt. Voraussichtlich in 2 Jahren ist soweit. Auch in 2 Jahren werde ich meine Meinung zu dem Typen nicht geändert haben. In 2 Jahren hat der Bäder sein Diplom und damit einen schönen Posten im Ministerium sicher, sagt sein Onkel. Und dann reden wir weiter. Du bist doch immer gegen diese sogenannten Amigo-Geschäfterl. Ja, ich schon. Aber du lebst schon lang sehr gut davon. Du, Bauxi,
Sie, Herr Chef. Wer ist denn das? Es ist meine neue Sekretärin. Unser neue was? Sekretärin. Jawohl, ja. Bravo, Papa. Und die sagt schon Bauxi zu dir. Wie kommst du jetzt auf Bauxi? Weil's deine neue Sekretärin gerade gesagt hat? Oder habe ich mich da vielleicht verhört? Ich hab Bauxit gesagt, ja. Das ist ein Baustoff. Ich wollte dem Herrn Hahn nur sagen, dass Bauxitprospekte gerade mit der Post gekommen sind. Ja. Und was sagt Mama da dazu? Wieso? Was hat die Mama jetzt mit Bauxit zum Tor? Nix. Aber was haben wir mit Bauxit zum Tor? Haben wir seit neuester Baustoffhandlung. Na, aber diese Prospekte, die werden ja zurzeit überall verschickt und da ist dem Fräulein Isabella, dem Fräulein Kitschig aufgefallen, dass wir das Produkt noch nicht führen. Und mir ist aufgefallen, dass dir meine Arbeit nicht mehr gut genug ist. Geh woher denn? Davon kann überhaupt keine Rede sein. Na, wirklich nicht. Im Gegenteil, schau, ich möchte dich nur entlasten, weil wir doch demnächst im Betrieb mit einem Untersuchungsausschuss rechnen müssen. Was? Ja, mit einem Geheimen noch dazu. Und da ist ja dann so ganz zufällig diese lange Bohnenstange über den Weg gelaufen. Ja, die ist mir quasi in den Schoß gefallen. Was? Ja, solche Zufälle gibt's. Du, aber irgendwie kommt mir die bekannt vor. Die habe ich schon einmal gesehen. Du? Das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Da täuscht du bestimmt. Na, aber ich komm schon nur drauf. Verlass dich auf den Scharfsinn von deiner Tochter. Ja, wie lang soll denn dann das Fräulein bleiben? Also, wenn der Schnüffler weg ist, ist die auch wieder weiter. Dann tauscht's wahrscheinlich wieder an Schreibtisch gegen am Bartisch. Das wird besser zu ihr passen. Du Bauxi? Wenn Sie jetzt noch ein einziges Mal Bauxi zu mir sagen, vergesse ich meine gute Erziehung. Ich sitze hier sowieso schon auf einem Vulkan, der jederzeit in die Luft gehen kann. Ja, aber der Einfall mit dem Bauxit war doch gar nicht schlecht, oder? Ja, wunderbar. Und so glaubwürdig. Ja, Isabella! Los, hin! Entschuldige, das ist halt bei Ihnen schon, dass ich bei so einer freudigen Überraschung ein paar Dezibel zulege. Aber nicht zu einem Prumpfschrei. Hallo, Yoshi! Ab sofort Herr Windling. Selbstverständlich, Herr Doktor. Also dann bist das wirklich du, Bella? Also, ihr kennt's euch. Ja, ich mein, nur flüchtig natürlich, gell? Wir haben bis jetzt erst einmal das Vergnügen miteinander gehabt, rein beruflich. Ich noch nicht. Das Fräulein Isabella ist ab sofort meine neue Sekretärin. Ehrlich? Boah, also so eine Sekretärin, die würde ich mir auch gern zulegen. Ich überlasse sie dir gern. Zusammen mit dem Herrn vom Untersuchungsausschuss. Also letzteren kann's gern behalten. Die Isabella, die besuche ich lieber in der Calypso-Bar. Ja, da wird sie aber keine Zeit mehr dafür haben, weil sie ab jetzt hier einen Fulltime-Job hat. Also, am Wochenende bin ich wieder eine Privatperson. Da ist dann die Bar nur ein Nebenjob für mich. Dann sehen wir uns ja bald, ha? Ja, jetzt sehen Sie erst einmal zu, dass Sie an Ihre Arbeit kommen. Also, bitte, Herr Doktor, nicht in diesem Ton, ja? Schließlich bin ich ja noch in der Probezeit. Ja, dann probieren Sie mal Ihren neuen Schreibtisch aus. Ja. Ciao, Yoshi. Oh, ciao. Mei, hast du ein Glück? Das werden Sie erst noch rausstellen. Gibt's irgendwas Neues, dass du schon wieder da bist? Wer? Moment. Pass auf, also drüben in dem Parkhotel, da wohnt seit heute ein gewisser Menschik, ein Österreicher. Ja, da werden noch ganz andere Leute wohnen, auch Ausländer. Ja, aber dieser Menschik, der hat sich beim Portier nach deiner finanziellen Situation und nach deiner Familie erkundigt. Das ist verdächtig. Ja. Woher weißt denn du das? Unser Köchin, die ist mit dem Hausdiener, du weißt schon. Und wie schaut der aus? Der Hausdiener? Nein, der Österreicher. Ach so, ja, entschuldige, ja, freilich. Also, pass auf. Also, der Portier hat gesagt, junger Mann, angenehmes Äußeres, trotz seiner geringen Größe, selbstsicheres Auftreten, redegewandt, intelligent. Also nicht wie ein Beamter. Ganz genau. Das wäre das sei. Ein internationaler Steuerfahnder.
Und nach meiner finanziellen Situation hat er sich auch erkundigt. Und nach deiner Familie. Du Fritz, vielleicht hilft dir ja eine Selbstanzeige. Okay, das hilft ja nicht einmal mehr bei einem Fußball-Bundesliga-Präsidenten. Ja. Wie heißt er denn? Ja, Uli. Nein, der Österreicher. Ach so, ja, Menschik. Mensch. Menschik. Ja, ich meine, der taucht ja ganz bestimmt bald da auf. Ja. Ist ja nur gut, dass diese Isabella von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und an mir wird sich dieser Menschik die Zähne ausbeißen. Dem werde ich entgegentreten mit meiner ganzen Persönlichkeit. Fritz, warte mal. Mit der jahrzehntelangen Erfahrung, mit der wir aus diesem Unternehmen das gemacht haben, was es heute ist. Gepaart mit allen Tricks der modernen Unternehmensführung. Zu Deutsch, der findet nix. Diesen Herren, den werde ich zeigen, mit wem sie es zu tun haben. Und zwar in aller Deutlichkeit. Fritz, jetzt mal ganz langsam. Fritz, bitte spiel uns jetzt nicht den Rambo, ja? Dann lass mich nur machen. Den Schnüffler, den stutz ich mir auf einen Meter zusammen. Das wäre das sein. Was, wer denn? Wie kommst du denn da drauf? Das Klopfen, das klingt so amtlich, so herausfordernd, so unbestechlich. Finst? Stimmt, du hast recht. Scheiße, was macht man jetzt? Ja. Jetzt sag halt herein. Aber ich tut den I. Herein. Bist du wahnsinnig? Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Sie sind's. Die gänzlich unerwünschte Begleiterscheinung meiner Tochter. Ja, entschuldigen Sie, wenn ich ungelegen komme. Ja, der Herr Doktor hat eigentlich mit jemand ganz anderem gerechnet. Gell? Hängt es vielleicht mit der neuen Sekretärin zusammen? Woher wissen jetzt Sie das schon wieder? Nein, man hat halt so seine Verbindungen. Hätte ich mir doch denken können, dass meine Tochter ihr Goschen nicht halten kann. Und nachdem jetzt Ihre Tochter ja quasi arbeitslos ist, können Sie doch endlich einmal mit mir in Urlaub fahren. Ich meine, die Überstunden, die müssen Sie natürlich nicht auszahlen, aber so ein kleiner Hotelkostenzuschuss. Josef, was sagst jetzt du zu der Unverschämtheit? Ich glaube, ich wäre hier nicht mehr gebraucht. Ich melde mich wieder, wenn ich was Neues weiß, gell? Wiederschauen, servus. Wiederschauen. So, jetzt zu Ihnen, Herr Fronius. Sie wissen ganz genau, wie hoch Sie in meinem Gunstbarometer stehen. Nämlich ganz tief unten. Bei Null. Und jetzt schauen Sie, dass es weitergehen. Langsam, Herr Hahn. Also ich meine natürlich Herr Dr. Hahn. Schonen Sie Ihre Nerven, die werden Sie da brauchen, Herr Doktor. Wieso sagen Sie jetzt den Herr Doktor so komisch? Ja, mei. So ein Doktor, das ist doch ein Mann von Ehre und Untadeligkeit. Sie, Herr Chef, ich müsste da mal. Ja, hallo Isa. Sag mal, was machst denn du da? Also darüber soll dir mein Chef Auskunft geben. Also die Toilette ist im Flur ganz hinten links. Ich glaub's ja nicht. Ja, mei. Ja, bitte. Geh, was haben's denn? Also so eilig hab ich's auch wieder nicht. So, Männer. Also ich muss ja sagen, Ihre neue Sekretärin, nicht schlecht. Ja! Woher kennen jetzt Sie das Fräulein Isabella? Die Isabella? Wahrscheinlich wie sie aus der Kalypso-Bar. Mein Lieber, die versteht was von ihrem Geschäft. Die, wenn ihre Oberweite auf die Theke legt, dann fangen die reifen Herren zum Sappern an. Allen voran die Verheirateten, gell, Herr Doktor? Die Verheirateten? Bloß als Sekretärin, da haben wir es bis jetzt noch nicht vorstellen können. Ja, die hat ja von der Büroarbeit so viel Ahnung wie der Eisbär von der Sahara. Sehr witzig. Und was kümmert Sie das? Eigentlich nix, aber es erhöht meine Aussichten. Was für Aussichten? Dass Ihr Fräulein Tochter doch sehr bald mit mir nach Italien fahren wird. Na, obwohl, ich kann doch auch die Isabella fragen. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Fronius. Sitzen Sie nachher, passen Sie auf. Also, meine Frau, die darf unter keinen Umständen erfahren, woher dieses Fräulein Isabella kommt. Ne? Und dass ich auch ab und zu einmal in der Kalypso-Bar gewesen bin und... verstehen Sie? Ja klar, bleibt unter uns. Dann ist es also Ihnen nächste Woche recht. Was soll mir recht sein? Ja, dass die Cornelia mit mir in Urlaub fährt. Und wenn Sie uns dann noch vielleicht Ihr Auto
Also Ihren Erstwagen, Ihre Limousine, ich meine so luftgefedert über die Alpen. Das gibt's doch nicht. Meine Geländewagen können es haben. Fritz? Herr Fronius. Warten Sie auf die Conny. Na, ich hab grad eine ganz wichtige Unterredung mit dem Herrn Doktor gehabt. Aha. Ja und? Cornelia und ich fahren nächste Woche nach Italien. Was? Und da ist mein Mann einverstanden. Ja, er will uns sogar seinen Geländewagen leihen. Ja, wolltest du nicht auf die Jagd gehen? Nein, Hasenjagd ist im Moment verschoben. Er hat einen kleinen Defekt. Also der Geländewagen natürlich. Und drum leiht uns seine Luxuslimousine. Ja, aber nur damit die Cornelia endlich einmal in ihren wohlverdienten Urlaub kommt. Also, ich muss schon sagen, du hast eine Meinungsänderung wie ein Politiker. Ich vertrete halt verschiedene Standpunkte, wie ein Ministerpräsident auch. Was dagegen? Na, natürlich nicht. Ich war ja immer schon der Meinung, dass der Peter eigentlich ein rechter patenter Schwiegersohn wäre. Moment einmal, so weit waren wir noch nicht, gell? Bloß weil er mit meinem Auto fährt. Calypso. Was ist bei auch, dass Sie sich nicht ganz und gar verrechnet haben? Kommt bei Studenten öfters vor. Na, also, irgendwas stimmt doch da nicht. Wieso? Bei mir stimmt alles. Habe die Ehre allerseits. Was wollen Sie da? Na, Sie sind sicher der Herr Dr. Hahn. Ja, sehen Sie nicht, dass Sie stören? Sind Sie überhaupt angemeldet? Na, nicht nötig. Na, ich komme immer unangemeldet. Menschik ist mein Name. Was ist denn, Fritz? Du wärst ja ganz blass. Das ist der Vorbote vom Untersuchungsausschuss. Dann sind Sie jetzt sozusagen der Herr Menschik. Sind Sie schon da? Es ist jetzt aber schnell gegangen. Ja, es gibt gewisse Dinge, da sollte man nicht lange um den Daumen schnurren. Ist das Ihre werte Frau Gemahlin? Ja, darf ich dir den Herrn Menschik vorstellen? Na, küss die Hand, gnädigste. Ja, mein Mann hat schon mit Ihnen gerechnet. Was Sie nicht sagen. Schicken Sie es weg. Ja, aber warum denn? Na, weil es besser ist, wenn wir die Angelegenheit unter 4 Augen besprechen. Das geht nicht. Meine Frau ist an den Unternehmen beteiligt. Und wer ist das? Das ist ein sicher der Paragraphenschurster. Na, ich bin nur der Peter Fronius und fahre nächste Woche mit der Tochter vom Herrn Doktor in Urlaub. Und das soll sie auch über die Häuser hauen. Putzen. Also ja, bitte, wenn es der Herr Doktor so wünscht. Na, bleiben Sie ruhig da, Herr Fronius. Na, bitte, wenn Sie der Meinung sind, Herr Doktor, dass unsere Angelegenheit eine Sache für alle Anwesenden ist, na, also mir soll es recht sein. Bitte. Mein Mann hat keine Geheimnisse vor mir. Gell, Fritz? Na, gewisse Dokumente, gnädigste, könnten Ihren werten Herrn Gemahl aber doch sehr kompromittieren. Na, und es wäre mir sehr unangenehm, wenn ich Sie damit hineinziehen müsste. Na, und darum wäre es besser, wenn wir die Angelegenheit unter 4 Augen besprechen und uns gütlich einigen könnten. Für eine gütliche Einigung bin ich immer zum Haben. Herr Doktor! Ja, dann kann ich Ihnen auch gleich meine neue Sekretärin vorstellen. Es ist das Fräulein Kitschik. Kritschek! Ihr was? Ja, eine bessere war auf dem Arbeitsmarkt momentan nicht zu finden. Na, das passt. Das ist leibend. Der Herr Dr. Hahn hat mich extra eingestellt, weil jemand vom Untersuchungsausschuss kommen soll. In einer geheimer Mission. Verstehen Sie das nicht, dass Sie seit Tagen da erwartet werden und ja, jetzt sind Sie da. Ja, klar, na, jetzt bin ich da. Du, ich weiß jetzt, wie dieser laufende Meter vom Untersuchungsausschuss ausschaut. Das wissen wir schon, Woher? weil er schon da ist. Wer? Dann sind Sie also der Herr Menschik. Ja, klar. Ja, aber so klar sind Sie ja gar nicht. Auch unter den Regenwürmern gibt es Hengste. Ich habe mir gedacht, ihr habt Lipizzaner. Josef, hast du bei der letzten Wahl mit deiner Stimme auch deine Menschenkenntnis abgegeben? Was, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja, weil das doch ein jeder sieht, dass der Herr Menschik der Mann vom Untersuchungsausschuss ist. Ein Mann von internationalem Format. Nee, klar.
Ja, und wenn schon? Einen Prüferling stehen doch alle zur Verfügung. Na, und an erster Stelle die Sekretärin. Wir wollen das Spiel nicht übertreiben, gell? Wie lang soll denn das überhaupt noch so weitergehen? Du, der Doktor ist ein Gestopfter. Und ich bin Stier. Wenn der richtig brennt hat, fliege ich an. Na ja, und bis dorthin dauern halt meine Voruntersuchungen noch ein wenig lang. Erst wenn ich bloß wisse, was ich zum Tun hab. Du, in meiner alten Bar, da war einmal ein Steuerprüfer. Und was hat der den ganzen Tag geprüft? Na, ich mein gemacht. Der hat ständig Kaffee getrunken, einen Aktenordner unterm Arm gehabt und andauernd irgendwas gefragt. Irgendwas ist ein bisschen zu wenig. Na, Konkreteres hast du nicht parat. Ja, wo zum Beispiel der Lieferschein für eine bestimmte Rechnung ist. Ja. Oder umgekehrt. Heißt du bitte, was heißt umgekehrt? Umgekehrt heißt, wo halt die Rechnung für einen bestimmten Lieferschein ist. Ja, und das war alles? Ja, und noch Belege für dies und jenes hat er auch ständig gefragt. Belege. Das ist unser werter Fabrikant, so ein Politiker verschiedenster Parteien geschmiert haben. Na, mit Spendengeldern und Urlaubsreisen. Ja, dann suchst halt genau nach den Belege. Ja, den er sehr schwer oder gar nicht finden wird. Heißt der Bübschi, da darf ich die ganze Bude auf den Kopf stellen. Ja, aber umso länger können wir doch da bleiben. Du, und einen Notizblock brauchst du auch noch. Za was? Ja, damit du halt einfach alles notieren kannst. Das ist doch das Wichtigste bei so einer Untersuchung. Na also, dann fangen wir doch gleich mal an mit der Untersuchung. Alter, Charlie! Was? Ich mein doch Quittungen, Scheckbücher, Überweisungen. Vielleicht im Büro von der Tochter. Hast recht. Na, bevor wir da umeinander lernen und eine Fahrt ankommen, gehen wir's an. Erst der Bübschi, da bist du eine Schorfe, Alter. Und wir zwei sind unschlagbar. Lass uns nur ein bisschen Zeit, überstürzt jetzt nichts. Keine Angst. Ich teste doch bloß aus, was alles möglich ist. Ich hab bisher aber nichts von irgendwelche Möglichkeiten für uns gespannt. Weil vielleicht hat sich ja dein Vater anders überlegt. Da glaube ich nur eher, dass mein pechschwarzer Vater ein Grüner wird. Ja, das soll alles schon vorkommen sein. Lass dich überraschen. Du, Cornelia, hast du nichts im Büro zum tun? Wieso ich? Das macht doch jetzt alles deine neue Sekretärin. Ja, aber du kannst dir ja vielleicht ein bisschen helfen, ne? Sie einarbeiten oder so. Also mir hat seinerzeit auch niemand geholfen. Na. Dein Vater hat schon recht. Die neue Sekretärin, die kann ja an Computer nicht von einer Mikrowellen unterscheiden. Ich finde schon auch, dass man ihr unter die Arme greifen sollte. Ja, siehst du, der Peter ist genau derselben Meinung wie ich. Der Peter? Hab ich mich da jetzt vielleicht verhört? Du sagst einfach Peter zum Peter. Ja, warum denn nicht? Er heißt doch so. Sag einmal, Papa, ist der nicht gut? In Anbetracht der Tatsache, Dass der Untersuchungsausschuss schon quasi vor der Tür steht und die neue Sekretärin keinen blassen Schimmer hat, verliert alles andere seine Wichtigkeit. ja, genau so ist es. Oh, ich muss. Wie schaut's aus? Kommst mit? Wir bleiben nicht lang weg. Ja, ich weiß nicht. Ja, der Herr Papa, der hat doch bestimmt nichts dagegen, oder? Nein, natürlich nicht. Auf ein baldiges Wiedersehen, Herr Doktor. Sag einmal, wir haben doch heute den 1. April. Dieser Fronius, der wird sich noch umschauen, wenn ich den Spieß wieder umdrehe. Herr Doktor, Ja, was gibt's? ich werde auf der Suche nach gewissen Belegen. Ja. Und dann hätte ich gerne einen Mokka gespritzt und eine Gulaschen. Ah, was? Einen Mokka mit Weinbrand und ein Gefühlshefegebäck. Aha. Und was für Belege? Na, erst, das weiß ich ja selber noch nicht genau. Nein, ich meine, ich verfolge da so eine brandheiße Spur, gell? Was denn für eine brandheiße Spur? Die mich zu den Belegen führt. Na, wenn Sie mir jetzt sagen könnten, wo Sie sind. Die Gulatschen. Nein, die Belege. Ach so, ja, also ich habe da im Moment eigentlich überhaupt keine Zeit dafür. Aber das Fräulein Isabella ist Ihnen bestimmt behilflich. Na, die Isabella, die kann das nicht. Die ist so blond. Ich meine, Botschaft. Ja, Das ist neu im Betrieb und hat keinen bloßen Schimmer. Dann werden Sie es selber suchen müssen. Aber das sage ich Ihnen gleich, da müssen Sie lang suchen, bis Sie das finden, was bei mir gern finden täten. Weil das gibt es nämlich nicht. Das stört mich nicht. Na, mir gefällt's doch recht gut.
Man müsste halt nur noch die Kostenfrage klären. Also ich habe sie nicht herbestellt, darum bezahle ich auch nichts. Ah, verstehe. Der Staat soll zahlen wie immer. Wenn Sie allerdings selber auch ein Geld in die Hand nehmen würden, könnte man gut vorstellen... Dass Sie für mich einen positiven Abschluss finden täten. Aber Herr Doktor, man kann doch über alles reden. Nein, Mann, das wissen Sie doch bestimmt aus Erfahrung. Na, und meine Auftraggeber können ja nur das prüfen, was sie von mir kriegen. Ich schätze, Sie wissen, was ich meine. Reicht es? Na bitte, Herr Doktor, dafür wem halten Sie mit ein? Na, ich meine doch nur für Ihre Spesen. Ja, bitte. Also, verstehe. Alles hat seinen Preis. Naja. Sagen wir als Vorauszahlung. Herr mit der Marie. Na, wir gleich gewusst, dass wir zwei uns verstehen. Gönn's, Herr Roth. Ja, und ich weiß jetzt, wie ich bei Ihnen dran bin. Na, also, na, was wollen wir denn noch mehr? Naja, die Sache lässt sich ja gar nicht so schlecht an. Oh, Entschuldigung, störe ich, Herr Mandzukic? Ja, jetzt Menschig. Der Mandzukic, das ist der Planenstößer. Der Fußballer. Naja, bitte, gnädig. Sie müssen mich ein bisschen entschuldigen, wissen Sie, muss wieder an meine Arbeit gehen. Ja, bitte, vergessen Sie meinen Mokka gespritzt. Ja, oder einen verlängerten und den Collagen. Verlängerte Gulatschen. Frau Hahn, Herr Windling. grüß Gott, ich muss dringend den Herrn Menschig sprechen. Wegen der Gulatschen? Nein, es geht nicht um Schuhe, es geht um was wirklich Wichtiges. So, ja, aber der steckt ja mitten in der Arbeit. Hat er schon was? Ich meine, hat er schon was Belastendes gefunden? Nein, ich glaub noch nicht. Hat es, wenn man wissen könnt, gell? Ja, aber wieso denn Sie? Ich meine, Sie betrifft doch das nicht. Haben Sie eine Ahnung? Sagen Sie ihm doch bitte, dass ich ganz dringend um eine Unterredung bitten würde, gell? Ja, also gut, ich werde es ihm ausrichten, aber ich kann nicht versprechen, ob er Zeit hat. Ja. Sagen Sie ihm bitte, es wäre wirklich wichtig. Jemand wird mir doch noch vertrauen können. Herr Windig. Windling. Ja, was gibt's? Herr Menschig, bei meiner Ehre, ich meine natürlich bei Ihrer Ehre, wenn Sie mir versichern könnten, dass das, was ich Ihnen gleich erzählen werde, dass das auch wirklich unter uns bleibt. Ja, aber das ist doch Ehrensache. Vielen Dank, vielen Dank. Also, Herr Menschig, wenn Sie mir sagen könnten, ob Sie auch diesem Untersuchungsausschuss angehören, der demnächst auch in meiner Firma vielleicht ermitteln wird, dann könnte ich mich ein bisschen erkenntlich zeigen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, klar. Na, gibt's was zu trinken? Ja, freilich. Ich mein, es kommt natürlich ganz auf den Grund an. Auf den Grund? Der Grund, ja. Also den Grund, den habe ich damals als landwirtschaftlichen Grund gekauft und dann in einen Baugrund umändern lassen. Dafür habe ich mich natürlich auch bei ein paar Herrschaften erkenntlich zeigen müssen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich mein, was Sie verbrochen haben. Verbrochen? Also ich weiß jetzt auch nicht, welchen Paragraphen im Gesetz das betrifft. Ich könnte mich da schon für Sie informieren, wenn Ihnen damit gedient ist. Ja, und ob mir damit gedient wäre. Ach, und Herr Menschig, Ihnen soll natürlich auch damit gedient sein. Na bitte, Herr Windling, für wem halten Sie mich denn? Ach so, ja, dann nicht. Nein, ich mein, über gewisse Summen könnte man schon reden. Ach so, ja, da. Ja, eine gewisse Summe, habe ich gesagt. Ach so, jetzt sind wir beieinander. Reicht es? Sagen wir als Anzahlung. Und bei Lieferung rechnen wir zwar dann ab. Einverstanden? Einverstanden. Jawohl. Wissen Sie, Herr Menschig, ich könnte Ihnen da noch ganz andere Geschichten erzählen, von anderen Firmen. Da würden Sie erst Augen machen. Echt, ha? Ja, aber wissen schon, gell? Eine Hand wäscht die andere, wenn Sie wissen, was ich meine. Na, ich komme später gerne darauf zurück. Na, aber was anderes, Herr Windling. Na, über den bekannten Fall von dem Herrn Dr. Hahn, da ist Ihnen nichts Näheres bekannt? Naja, also alles das, was da in der Zeitung gestanden ist und das, was die Opposition aufgedeckt hat, das ist natürlich nur, wie sagt man so schön, die Spitze des Eisbergs. Und über den Eisberg selber wissen Sie nichts? Naja, also jetzt, wenn Sie mich so direkt fragen, Herr Menschig. Ja. Ich meine,
wenn ich mir wirklich sicher sein kann, dass das alles unter uns bleibt. Und natürlich, wenn ich in meiner Angelegenheit mit Ihrer Hilfe rechnen kann. Noch schlechtes Gewissen oder Angst? Ja, der Hahn wird das Gleiche tun, wenn es um mich ging. Also, was steht in dem Eisberg? Gut, jetzt brauche ich einen Cognac. Also die Belege für die Flugreisen, die brauchen es gar nicht erst bei den Reisespesen zu suchen. Da werden sie nämlich nichts finden. Und für die Renovierung von dem Büro, da hat er 120.000 Euro verbucht. Aber stattdessen hat er sich ein Motorboot am Gardasee gekauft. Interessant, interessant. Na, gibt's sonst noch was? Ja, den Jagdwagen, den er einem hohen Politiker zum Geburtstag geschenkt hat. Der stammt aus der Versicherungssumme von dem Bagger, der im See versunken und nicht mehr aufgetaucht ist. Danke, danke. Herr Windling, Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Gern. Oder fällt Ihnen vielleicht ein bisschen was ein? Ja, aber erst, wenn Sie mir Bescheid geben, was der Ausschuss bei mir finden will. Herr Windling, ein Ausschuss ist immer größer als ein Einschuss. Jagdlich gesehen. Wenn Sie wissen, was ich meine. Na, und es ist nicht immer gesagt, dass ein Durchschuss auch einen Abschuss bringt. Jagdlich gesehen? Ja. Ja, jetzt habe ich verstanden, Herr Menschig. Ja, servus, Papa. Servus, Papa. Also dieser Menschig, der gefällt mir immer besser. So ein aufgeschlossener junger Mann, den musst du erst einmal finden. Das ist bloß nicht gerade ein Wiener. Was wollten der Windling von Ihnen? Nichts Besonderes. Sie, Herr Doktor, mir ist da aufgefallen, dass für die bekannte Affäre keine Reisespesen verbucht sind. Ja, können Sie was verbuchen, was es nicht gibt? Zucker? Ja, 2 bitte. Na, das nicht, aber was anderes. Sie haben für die Renovierung von Ihrem Büro 120.000 Euro angegeben. Ja. Na, erst das willst du bei den Klumpert im Finanzamt doch nicht erklären, oder? Na, also, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Da hat doch das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Na, höchstens so viel, als dass gewisse Gelder in ganz andere Kanäle geflossen sind. Na, also, Herr Menschig, ich verbitte mir solche Unterstellungen. Bitte nicht in den Ton. Na, da kenne ich sonst keinen Guten nicht? Ich müsste Sie nämlich sonst fragen, warum der angeblich versunkene Bagger im See nicht gefunden worden ist. Versicherung, aber genau die Summe ausgeschüttet hat, die der neue Jagdwagen gekostet hat, der aber gar nicht mehr da ist. Also, Herr Menschig, lassen Sie sich das erklären. Na, bitte nicht mir. Bitte nicht mir. Aber dem Untersuchungsausschuss, na, dem werden Sie eine blitzsaubere Erklärung abgeben müssen. Woher dieses Wiener Würstel das alles weiß? Du, Papa! Cornelia, ja, du kennst ja den Herrn vom Untersuchungsausschuss noch gar nicht. Gestatten, Menschig. Charlie Menschig. Ja, das ist meine Tochter, die Cornelia. Die hat bis jetzt mein Büro gemacht, bis sie aus familiären Gründen vom Fräulein Kitschig abgelöst worden ist. Also, was ich bisher gesehen habe, haben Sie eine blitzsaubere Arbeit geleistet. Ja, gell? Genau nach die Anweisungen von meinem Vater. Du, wo ist denn die Mama? Na, ich glaube im Garten beim Rosenschneiden. Dann wünsche ich weiterhin viel Vergnügen, Herr Charlie Menschig. Hübsche Tochter haben Sie, sehr hübsch. Na, ganz die Mama. Heißt, hat schon Hammer? Naja, ich meine, ist sie schon in festen Händen. Ach so, na, wirklich nicht. Also, wer da herin einmal das Sagen haben wird, das bestimmt schon ich und nicht jemand anders, ne? Aber also, wenn Sie das wünschen, Herr Menschig, dann steht Ihnen meine Tochter selbstverständlich jederzeit und überall zur Verfügung. Tatsächlich? Ja. Für Büroarbeiten natürlich. Das ist ja verständlich, Herr Dr. Künstler. So, jetzt. Warten Sie, ich mache Ihnen die Tür Oh, auf. danke, ganz lieb. Oh, bitteschön. Danke sehr. Du, Papa! Cornelia, wie gefällt dir denn dieser Herr Menschig, hä? Komische Frage. Mai, ein bisschen klar heute? Ja, auch unter Lipizanern gibt's Regenwürmer. Oder so. Das hat er gesagt. Ist ja wurscht. Schau, du musst ihn ja nicht heiraten, aber es wäre nicht schlecht, wenn du dich ein bisschen um ihn kümmern tätest. Wie meinst du jetzt das, Papa? Ja, dass du einfach ein bisschen freundlich zu ihm bist. Ich soll so ohne Grund zu einem wildfremden Mann einfach nur freundlich sein. Ja, schau, weil wir wären dann immer auf dem Laufenden, wie weit er mit seinen Voruntersuchungen ist. Sag mal, sowas darfst du von mir verlangen? Das ist Diplomatie, Cornelia. Ja, schau,
wenn diese Geschichte gut ausgeht, dann könnte ich mir als kleines Dankeschön für dich einen eigenen Wagen vorstellen. Ja, was sagst du zu dem Angebot? Angebot nennst du sowas? Ich soll diesen Menschen schöne Augen machen, bloß damit du nicht auffliegst? Sag einmal, für was hältst denn du mich eigentlich? Cornelius! Na gut, dass ich dich erwisch. Wo brennt's denn? Hast du eine Ahnung, was bei mir am Telefon los ist? Die wollen alle wissen, wie sich dieser Typ vom Untersuchungsausschuss, dieser Menschik, bei dir so anstellt. Ja, ich kann dir nur so viel sagen, als dass das ein schlauer Fuchs ist. Der wirft mir Sachen vor, die habe ich schon fast vergessen. Also wenn das wirklich so ist, dann wird ab jetzt keiner von unseren Parteifreunden mehr eine ruhige Nacht haben. Ja, ich habe schon damit angefangen. Was? Ja, aber ich würde gerne mal wissen, woher der das alles weiß. Das kann ihm doch nur einer von unseren guten Freunden gesteckt haben. Aber den, wenn ich erwischt habe. Du, hast du schon versucht, ihn... Du weißt schon, was ich meine. Na, weiß ich nicht. Die noble politische Art, sich Freunde zu machen. Sag mal, spinnst du? Ich kann zurzeit alles brauchen, bloß keinen Fall von versuchter Bestechung. Also mir dazu was an nie einfallen, nie. Na also, sonst noch was? Ja, wenn du vielleicht versuchen könntest, Fritz so ganz nebenbei herauszufinden, ob ich auch schon bei dem auf der Liste stehe. Was, ich? Ja. Ja, damit ich mich noch mehr verdächtig mache, als ich sowieso schon bin. Nein, da musst du schon selber fragen. Ich hab das Ganze hier auch ohne Vorwarnung durchstehen müssen. Schade. Weißt, ehrlich gesagt habe ich schon gehofft, dass ich mit der schon längst fälligen Gegenleistung rechnen kann. Was? Da ist mir jetzt aber gar nichts bekannt. So. In solchen Angelegenheiten, da ist sich jeder selbst der Nächste. Ganz wie du meinst. Also das ist doch wirklich das allerletzte, was du von der Cornelia verlangst. Vom allerletzten war überhaupt nicht die Rede. Ein freundliches Lächeln, ein paar nette Worte. Davon wird ihre Reputation schon keinen allzu großen Schaden nehmen. Also da weiß ich ja gleich gar nicht mehr, was ich sagen soll dazu. Na, das ist einmal ganz was Neues bei dir. Gott sei Dank hat die Cornelia ehrsame Absichten und geht nicht auf so einen morallosen Handel mit dir ein. Ja, morallosen Handel. Mit diesem Fronius, diesem Niemand. Das ist ein ganz gewöhnlicher Mitgiftjäger. Der möchte sie bloß ins gemachte Nest setzen. Auf so einen alten Kas gebe ich nicht einmal mehr Antwort. Also das ist so eine Unverschämtheit. Conny, was ist denn los? Was regst du denn so auf? Stell dir vor, mein Vater verlangt von mir, dass ich diesem Menschen schöne Augen machen soll. Das ist allerdings sehr raffiniert. Raffiniert, hundsgemein ist es. Ja, die ist auch. Aber wenn ich mir überlege... Da gibt's nichts zum Überlegen. Doch. Schau mal. Wenn du mir versprichst, dass du dich genau an meine Anweisungen hältst, dann wird dein lieber Vater sehr bald froh sein darüber, dass seine Tochter einen Freund hat, der sie ganz ohne Vorurteile heiratet. Da komm ich jetzt aber nicht ganz mit. Jetzt pass auf. Ich werd das Gefühl nicht los, dass dieser menschlicher ausgemachter Schwindler ist. Ich weiß von der Isabella... Was? Du kennst diese Isabella? Woher? Ja, das erklärt da alles, wenn's an der Zeit ist. Wie lange kennst du das denn schon? Wen? Na, diese Isabella. Ha, ich sieh schon, du weißt mal aus. Cornelia, bitteschön. Jetzt behalte einen klaren Kopf. Ich will jetzt wissen, was mit dir und dieser Isabella da ist. Also gut. Sie ist genauso wenig eine Bürokraft, wie der menschliche Beauftragter von der Untersuchungskommission ist. Kannst du das beweisen? Beweisen? Ha, sofort. Aber ich will, dass wenn die Sache auffliegt, dein Vater so blamiert ist, dass er zu uns zwar nur noch Ja und Amen sagen kann. Nein, das war schön. Aber ohne Fleiß kein Preis. Zuallererst musst du das schon mal da, was dein Vater von dir verlangt. Was? Sag mal, und das verlangst ausgerechnet du von mir? Conny, das ist doch bloß zu unserem gemeinsamen Vorteil. Es ist was anderes auch noch. Ja, was denn? Komm, sag mir's schon. Aber ganz leise. Ja? Nein! Aber das ist doch ein Grund mehr für dieses Theater. Ja, aber... Nein, jetzt ist auch keine Zeit mehr für Ja und Aber. Schau, jetzt weiß ich doch, dass sie auf diesen Menschen nicht eifersüchtig sein muss. Ja, und wenn er aber zudringlich wird? Dann wärst du schon zu wehren wissen. Herr Dr. Hahn? Nein, entschuldigen Sie, wollten nicht stören. Keine Ursache.
Bei uns gibt's nichts mehr zum Stören. Ach so? Genau. Dieser Herr da und ich, wir haben uns nämlich nichts mehr zum Sagen. Ja, endlich sind wir mal einer Meinung. Ach ja, und wünsche weiterhin gute Unterhaltung. Na geh, der Erste wird dann doch gleich blären. Vielleicht haben Sie ja recht. Cornelia, mir ist da bei den Geschäften von Ihrem Herrn Vater einiges unklar. Naja, und ist Isabella, Sie wissen schon. Also, mit Ihrer Hilfe, da wären wir da viel mehr geholfen. Cornelia, hast denn du nichts anderes zu tun? Der Herr Menschik hat gesagt, dass er mich im Büro braucht, damit er mit seiner Arbeit weitermachen kann. Ja, für was haben Sie dann das Fräulein Isabella als Sekretärin? Na geh, die ist so blond. Meine Tochter, die soll mir jetzt helfen, im Garten die Rosen schneiden. Geh, Mama, du weißt doch, dass ich da dafür 2 linke Hände hab. Und wenn mich doch der Herr Menschik so freundlich um Unterstützung gebeten hat. Herr Menschik, gibt's was Neues? Ja, er braucht mich im Büro, weil er allein nicht mehr weiter weiß. So, ja, dann sei ihm doch behilflich, dem lieben Herrn Menschik. Ja, wenn's meinst, lieber Papa. Freilich meine ich das, liebe Cornelia. Ja, und diese Isabella? Na, über die kann der Herr Doktor selber verfügen. Na, Sie können selbstverständlich auch über das Fräulein Isabella verfügen. Ich möchte bloß wissen, was ich mit dir anfangen soll. Sie kann da ja im Garten helfen, die Rosen schneiden. Na, dafür ist mir zu teuer. Seit 3 Tagen höre ich immer dasselbe von Erna. Das wie oft Sie Ihnen nachsagen, dass mit den Überweisungen, die Kontoauszüge, die Aktnotizen und die Rechnungen ständig durcheinander kommen, wenn ich nur in Ihre Augen schaue. Dann fehlt Ihnen aber an der nötigen Konzentration. Na, erst wundert Ihnen das. Fräulein Cornelia, na wann haben Sie endlich einmal einen Abend lang für mich Zeit? Nach der Arbeit habe ich immer was anderes im Kopf. Dann geht's Ihnen besser wie mir. Heißt, ich träume sogar schon in der Nacht von Ihnen. Cornelia, wann? Herr Menschik, Sie müssen mir schon ein bisschen Zeit geben. Na geh, also sagst du Charlie zu mir. Ja, das ändert aber nichts an meiner Einstellung. Na, Sie sag's einmal, können Sie sich das gar nicht vorstellen? Also, ich meine, dass mir zwei... Herr Menschik, Herr Doktor, kommen Sie zurecht? wie meinen Sie das? Ach so, na ja, logisch. Ja. Cornelia, magst du nicht den Herrn Menschik einmal zum Mittagessen einladen in die Post? Auf Geschäftskosten, meine ich. Die dann auch wirklich steuerlich absetzbar wären. Ja, ja, ich weiß. Also, wie schaut's aus? Ja, die Mama hat doch schon gekocht. Ah, das ist wurscht, das bringen wir schon weiter. Da laden wir das Fräulein Kitschig zum Essen ein. Ja, wenn's meinst, Papa. Ja, freilich meine ich, liebe Cornelia, lass dich nur blicken mit dem Herrn Menschik, ne? Damit die Leute auch sehen, wie gut wir mit dem Untersuchungsausschuss zurechtkommen. Ja, ich übernehme dann mal. Fräulein Cornelia, darf ich bitten? Ja, wenn's mein Vater so haben will, mir soll's recht sein. Baba! Lass dich mal ja nicht lumpen, Cornelia, gell? Die Hälfte zahlt sowieso das Finanzamt. Papa. Das funktioniert ja besser, als ich mir das vorgestellt habe. Fritz! Ja, Fritz, hast du das gesehen? Was denn? Ja, unsere Tochter hat mit dem Menschik Arm in Arm das Haus verlassen. Ja, warum denn nicht? Er hat sogar schon Papa zu mir gesagt. Ich hab die 2 zum Essen geschickt in die Post. Also jetzt komme ich nicht mehr mit. Ja, brauchst du auch nicht. So ein Geschäftsessen, das gehört einfach dazu, verstehst du? Ja, das verbessert unser Verhältnis mit dem Herrn Menschik. Aber ich red doch nicht vom Essen. Ja, ich verstehe bloß die Cornelia nicht mehr. Vor ein paar Tagen, da hat's mir noch vorgeheult, was du mit ihr vorhast. Und jetzt tut sie so, als wäre das Selbstverständlichste von der Welt. Ja, es ist halt eine folgsame Tochter. Ist das jetzt alles, was du dazu zum Sagen hast? Jetzt schau mal her, das wäre doch gar nicht verkehrt, so einen Mann zum Schwiegersohn zu haben. Ja, dann könnte uns in Zukunft überhaupt nichts mehr passieren. Also gegen den Peter Fronius, da hast du Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und das wie ein Würstel, das wäre jetzt auf einmal der richtige Schwiegersohn.
Na, also bitte, da fehlt mir jetzt der nötige Durchblick. Ja, aber mir nicht, schau, weil ich habe nämlich eine Menschenkenntnis. Ja. Und ich habe vom ersten Moment an gesehen, dass dieser Herr Menschig ein Mann der Zukunft ist. Ja, der ist stattlich, groß, gewachsen, ja, offen und ehrlich. Und der Cornelia wird's gerade so gegangen sein. Fritz! Alle Achtung vor deiner Verschleierungstaktik. Ja, was soll jetzt das heißen? Naja, dass du deine Tochter wirklich dazu gebracht hast, dass die mit diesem Menschig ein Verhältnis anfängt. Verhältnisse, bitte recht schön. Was kann denn ich dafür, wenn die Cornelia endlich einmal einen richtigen Mann findet? Ja, was dir sicherlich ganz ungelegen kommt, gell? Ja, warum soll man sich über solche Kontakte nicht freuen? Die können sehr hilfreich sein. Davon leben wir doch alle, oder? Ja, weißt aber schon, wenn sich der Kontakt vertieft, dann wirst wahrscheinlich nicht lang der alleinige Nutznießer bleiben. Was soll jetzt das wieder heißen? Da gibt's noch ein paar andere, die da mitnaschen wollen. Also, deine Andeutungen, die werden immer undurchsichtiger. Okay, also wenn du einmal deinen Durchblick verloren hättest, schau. Vertrauliche Informationen von deinem Schwiegersohn ins B, ja, die sichern dir doch jegliche Gegenleistung von unseren Parteifreunden. Und wie du sagst, davon leben wir doch schließlich alle. Und ich als dein alter, bester Freund Sepp, ich würde halt auch gerne ein bisschen davon profitieren. Jetzt machst du aber mal einen Punkt, ja? Ich bin froh, wenn die Sache für mich im Sand verläuft. Was ja beweisen würde, dass der Hase so genau richtig läuft. Und dann wollen wir doch alle ein bisschen teilhaben an deinem Glück, oder? Weißt nicht, dass aus Schneidern plötzlich Erpresser werden? Weißt schon, was ich meine, gell? Vierte. So ein Schmierenkomödiant! Ich opfere meine Tochter und die, wo im Trittbrett fahren. Aber ohne mich. So. Herr Wagner, ja? Der Windling, der kommt mir nicht mehr hier aufs Gelände. Der Mann hat Hausverbot. Den möchte ich hier nie wieder sehen. Ende. Grüß Gott, Herr Doktor. Wollen denn Sie schon wieder da? Ich will bloß eine Erklärung von Ihnen. Eine Erklärung? Da bin ich jetzt einmal gespannt. Es handelt sich um Ihre Tochter. Die verkehrt ja mit dem Menschig bereits in der Öffentlichkeit und man sagt, dass das nicht ganz ohne ihr Zutun passiert. So, ohne mein Zutun? Da sind Sie aber falsch informiert. Meine Tochter, die kann tun und lassen, was sie will. Ja, was nicht sagen? Ja, ja. Sie hat gewählt und sie hat gut gewählt. Aha. Und was war dann der Grund, dass Sie auf einmal so freundlich zu mir waren, wo die Isabella auftaucht ist? Sie. Versuchen Sie ja nicht, mich mit der Vergangenheit von der Isabella zu erpressen, Gens. Da beißen Sie bei mir auf Granit. Das wollte ich jetzt noch wissen, bevor ich dann das Kapitel Cornelia für mich endgültig abschließe. Gell, Herr Doktor? Ja, jetzt überraschen Sie mich, Herr Fronius. Positiv, ausgesprochen positiv. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, aber ich finde mich ohne den Herrn Menschig einfach nicht zurecht. Dann müssen Sie halt warten, bis der Herr Menschig wieder da ist. Ne? Er ist gerade außer Haus bei einer Ausschusssitzung. Ich war schon in der Post. Ja, und was dagegen? Ihre Tochter ist doch auch bei der Sitzung. Ja, das braucht Sie auch gar nicht wundern, weil meine Tochter ist über alle Belange in dieser Firma besser informiert als wie Sie. Wenn Sie wüssten, über was ich alles informiert bin. Moment, was wollten Sie damit sagen? Ach, Herr Fronius, Grüß Gott, Frau Hahn. Sie wollen sicher zu meinem Mann? Na, die Begegnung habe ich gerade hinter mir. Das tut mir so leid, aber das Ganze mit der Cornelia trifft mir besonders hart. Ja, also ich verstehe ja meine Tochter auch nicht. Wie man sich in einem Menschen so täuschen kann. Ja, also das kann ich nur bestätigen. So ein Trost tut so gut. Ja, also Sie dürfen es mir glauben, Herr Fronius, dass Sie mir als Schwiegersohn viel lieber gewesen wären. Ja, aber das nützt mir jetzt auch nichts mehr. Nein, Sie werden sich schon an den Menschen gewöhnen müssen. Oh, und das wird mir schwer fallen. Ach mein Gott, na jetzt trösten Sie sich. Schauen Sie, andere Mütter haben doch auch schöne Töchter. Hm? Dankeschön für den Trost. Ja, jetzt müssen Sie mich aber entschuldigen. Ich muss wieder. Wiederschauen, Frau Hahn. Wieder schauen. Ja, ihr sollt zum Theater gehen. Du bist du da?
Ich hab mich gerade persönlich trösten lassen von der Frau Hahn. Und wer tröstet mich? Macht es nicht der Herr Hahn? Da lege ich keinen Wert drauf. Aber der Charlie, der kann was erleben von mir. Was von dir? Warum denn? Weil das so nicht abgemacht war, dass der um die Cornelia rumtanzt wie so ein verliebter Gockel. Und was war dann da zwischen euch abgemacht? Gar nichts. Hey, komm schon, mir kannst du schon vertrauen. Ich hab doch auch ein Stinkgewurt auf diesen Menschen. Ja? Er ist doch schuld daran, dass mir die Cornelia liegen lässt wie so einen angebissenen Apfel. Zuerst wie er ams Wasser bis zum Hals gestanden ist, da war ich gut nur für ihn. Und jetzt? Sag einmal, was ist denn da gelaufen zwischen euch? Wir wollten ein Geschäft miteinander machen. Und dann war ich plötzlich die Sekretärin von dem Gockel. Hahn. Was? Hahn heißt er. Das ist doch jetzt gleich. Jedenfalls fühlt er sich auf wie so ein Gockel. Und der Charlie, der kann mich einmal. Also, das ist ja alles sehr interessant. Sag einmal, kann man da noch mehr erfahren von dieser Love Story? Nicht jetzt. Aber wir kannten uns doch heute Abend in der Calypso-Bar drüber unterhalten, ha? Ja. Kommst heute einmal wieder vorbei? Ich mein, du warst doch eh schon lange nicht mehr da. Weißt du, ich will dem Charlie nämlich beweisen, dass außer ihm auch noch andere interessante Männer gibt. Ja, und ich der Cornelia, dass ich wegen ihr keine Minute den Kopf in den Sand stick. Also gut, dann sind wir uns also einig. Jawohl. Jetzt muss halt eigentlich nur noch der Gockel auftauchen, also der Hahn. Ist schon da. Das schau. Der Fronius hat sich aber schnell getröstet. Da habe ich aber eine gute Riecher gehabt, dass ich meiner Tochter diesen Ganoven als Mann erspart habe. Also Cornelia, wie stellst du denn das vor? Seit über 4 Wochen bist du jetzt jeden Tag mit dem Menschen zusammen. Ja, um den Betrieb kümmerst du dich überhaupt nicht mehr. Das ist alles Taktik. Und der Papa sagt, wenn ich mit ihm aus dem Haus bin, dann kann er nicht im Büro rumschnüffeln. Ja, und meine Arbeit macht er jetzt diese Sexbombe. Ich frag mich dann bloß, wie dieser Mensch die Unterlagen für den Ausschuss zusammenbringen will. Ja, eben. Was eben? Keine Unterlagen, keine Untersuchung. Ach, so meinst du? Ja, und du glaubst, das geht so einfach? Der Charlie sagt's jedenfalls. Was? Du sagst jetzt schon Charlie zu ihm? Also Mama, noch mehr als 4 Wochen. Ja, dann kann ich mir ja denken, was sonst noch alles passiert ist. Ja, du bist nicht die Einzige, die sich darüber Gedanken macht. Cornelia, du willst doch jetzt nicht damit sagen, dass... Für mich ist hier Feierabend. Nur, dass Sie das wissen. Was ist denn los? Ich schau doch... Ich schau diesen schamlosen Treiben von dem Herrn Menschik und einer Tochter nimmer länger zu. Und was kümmert Sie das? Mehr wie Sie glauben. Der Charlie Menschik war nämlich bis vor 4 Wochen mein fixer Freund und Lebensabschnittspartner. Was? Ja, und wenn schon, dann hat der Herr Menschik eben ganz einfach umdisponiert. Aber ganz gewaltig. Er ist nämlich hergekommen, um Sie mit den Fotos von der Calypso-Bar zu erpressen. Was sagen Sie da? Und Sie hatten gleich für den vom Untersuchungsausschuss gehalten. Sie reden doch am Blödsinn daher. Dieser Blödsinn ist Realität, Herr Doktor. Dieser Menschik ist nämlich vom Untersuchungsausschuss genauso weit entfernt wie Sie von einem Doktortitel. Sie reden ja auch bloß am Blödsinn. Wie heißt jetzt gleich noch mit der Professor? Also Ihr Doktorvater in Berlin? Hä? Der Vater vom Doktor? Und welchen Doktor denn? Ach, der Doktorvater, der Doktorvater, ja, das habe ich vergessen. Sag einmal, und wie lang warst du das schon mit Charlie? Geahnt habe ich seit 4 Wochen. Genau wissen, du ist seit 3 Tagen. Jetzt sagen Sie bitte, dass das ein schlechter Witz ist. Na, das ist kein schlechter Witz, sondern ein guter. Einer, über den Ihr gesamter Freundes- und Bekanntenkreis nur sehr viel zum Lachen haben wird. Der Baulöwe und mittelständische Unternehmer Fritz Hahn fällt auf einen kleinkriminellen Österreicher rein. Mein Herz! Fritz! Oh, Fritz! Oh. Fritz, was ist denn da? Mein Herz ist Gott sei Dank in Ordnung. Sonst kannst du jetzt eine Witwenrente beantragen. Und Sie
Sie schauen, dass Sie rauskommen, ja? Okay. Falsche Tür! Da geht's raus. Im Büro haben Sie nichts mehr verloren. Ist schon recht. Und genau dasselbe gilt für Sie, Herr Fronius. Dass Sie durch die Tür da verschwinden. Oder glauben Sie, ich bin neugierig auf Ihren Spott und auf Ihre Verleumdungen? Ja, der Gerechte muss eben viel leiden, gell, Herr Doktor? Okay, komm. Komm, du wirst doch jetzt dem Schwindler nicht nachweinen. Meine absolute Menschenkenntnis, mein Instinkt, mein guter Riecher, hat mich alles im Stich gelassen. Und jetzt der Spott von allen Leuten. Ich kann im Erdboden versinken. Naja, jetzt komm. Ich sorge jetzt dafür, dass dieser Betrüger sofort von der Polizei abgeführt wird. Ja, das magst. Na, heute ist es... Das geht ja gar nicht, dann sind wir ja allesamt blamiert. Wieso denn mir? Du? Ja, eben. Und darum muss dieser Menschig im Haus bleiben. Ja. Wir tun ganz einfach so, wie wenn nichts gewesen wäre. Ja, aber was ist denn dann mit der Isabella und dem Herrn Fronius? Ah, die bringe ich schon irgendwie zum Schweigen. Ja, und was ist jetzt da mit deinem Doktortitel? Ja, mit dem Doktortitel. Hätte mich dein Vater akzeptiert, wenn ich keinen Doktortitel gehabt hätte, der mit seinem Standesdünkel... Ja, das weiß ich schon. Darum hast du ihn ja auch gemacht. Naja, jetzt nicht so direkt gemacht. Ja, eher gekauft. Kauft? Ja, geschenkt kriegst du sowas nicht. Nein, jetzt sag, dass das nicht wahr ist. Papa! Ich hab doch nie Zeit gehabt. Ich habe ja von früh bis spät da herin müssen. Und es hat seinerzeit schon genügend arbeitslose Akademiker gegeben, die ganz froh waren, wenn sie sich auf die Art und Weise ein bisschen Geld verdienen haben können. Ja, und der Professor? Ich mein, du brauchst doch einen Doktorvater. Ja, das war überhaupt kein Problem. Da hat es in Berlin mal gegeben, dem war das für 5.000 Mark vollkommen wurscht, ob man das selber geschrieben hat oder nicht. Ja, hat doch keine Sau ahnen können, dass es einmal Computerprogramme geben wird, mit denen man sowas überprüfen kann. Also gut. Also dieses Thema, das hätten wir jetzt. Und was ist jetzt mit dem Untersuchungsausschuss? Ja, die sollen nur herkommen, mit denen wäre ich schon irgendwie fertig. Ja. Und was wird aus mir? Also du gibst diesem Menschig einen Laufpass. Ja, aber der Peter wird doch jetzt bestimmt nichts mehr von mir wissen wollen. Der Peter war für dich überhaupt nie in Frage gekommen. Hör doch mit der Flatterei auf, Gott! Ja, aber jetzt war es. Cornelia, als Alleinerbin von dem Unternehmen, da kannst doch du an jedem Finger Zähne haben. Ja, und keiner wird mir was von mir wissen wollen. Ich mein jetzt, nachdem ich... Du willst doch nicht behaupten, dass du... Na sowas! Von wem? Also, dass du da noch fragen kannst. Vom Charlie Menschig. Von diesem Gauner und Betrüger? Den kennst du erst seit 4 Wochen. Ja, Mai? Wie hast denn du sowas machen können? Ja, aber du hast doch von mir verlangt, dass ich zu ihm freundlich sein soll. Also zwischen freundlich sein und ein Kind kriegen, da ist ein kleiner Unterschied. So eine Schande! Mei, ich wollte halt Papa heute Freude machen. Das ist dir ja hervorragend gelungen. Also wirklich so eine Bescherung. So. Jetzt haben wir einen falschen Mann vom Untersuchungsausschuss, den wir vertuschen müssen. Dann haben wir ein lediges Kind, von dem keiner wissen darf, wer der Vater ist. Ja, und dieser Großvater hat, dieser falscher Doktor ist und nicht einmal einen Gauner von einem Politiker unterscheiden kann, weil er selber der größte Gauner ist. Oh Gott, das ist eine Familie. Aber heiraten kannst du diesen Menschen auf gar keinen Fall. Warum denn nicht? Ich hol mir doch nicht so einen Schwindler und Betrüger ins Haus. Einen Österreicher noch dazu. Na, Herr Doktor, wie schaut's aus? Sie trauen sich da noch rein. Sie ausgeschäumter Betrüger, Sie. Erst bis hinter mir rein, das spielt nicht mit mir, weil sonst ein Matschenbaum ankommt. Ton auch noch. So ist recht, ja, das haben wir gleich. Aha. Ja, rufen Sie es noch an, die Kieberer. Ja. Erst die werden schauen, was ich nicht zum Erzählen habe. Ich geh zwar in Häfen, aber Sie kommen noch. Ja, nein, danke, das hat sich schon erledigt. Herr Menschig, also, wir können doch über alles reden, war das nicht,
Also, geht doch. Schatz, wenn Sie eingesperrt werden, dann wäre doch ich zum Gespött von alle Leid. Das ist anzunehmen. Also, wenn Sie aber jetzt im Haus bleiben und wir tun ganz einfach so, wie wenn überhaupt nichts gewesen wäre. Was nix gewesen? Aber das geht doch nicht. Es müsste ja auch nicht umsonst sein. Na, darüber können wir reden. Na, bei mir ist gerade Ultimo. Und was ist mit mir? Ja, und was sie meiner Tochter sonst noch alles angetan haben. Na, erst Mamschi. Also, ich meine, dass das Putzerl jetzt am Foto braucht, ist aber nicht mein Schuld. Na, so eine Schande, so eine Schande. Helene, beruhig dich doch. Was hätten Sie einer denn da vorgestellt, Herr Menschig? So. Was? Na, ausgeschlossen, dafür kriege ich ja 10 Arbeiter einen Monat lang. Ja, aber kein Angehörigen vom Untersuchungsausschuss. Na, und noch dazu einen, der wo verdeckt ermittelt. Und der hat natürlich seinen Preis. Sagen wir die Hälfte. Alles oder nix. Also eine Unverschämtheit ist das. Und mit so einem Erpresser hast dich du einlassen. Ich bin bitte keine Beleidigung, gnädige Frau. Also über Geld haben wir doch da und ich nie gesprochen. Also, wann habe ich die Marie? Und mach keinen Schmäh. Nur Bares ist Wahres. Sagen wir in 8 Tagen. Und scheiß mich ja nicht. Sonst komme ich wieder, aber mit der Puffen. Hä? Mit was? Kanone. Nur ganz eine kleine. Na, oder ich mach den Betonbootschall. Ach, Familientreffen? Was wollen denn Sie noch da? Ich hol nur meine Handtaschen aus dem Büro. Na, die kannst lassen, was ist. Wir bleiben noch da. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich da... Pusch! Wie schaut's aus mit einer Gage für meine Mitarbeiterin? Was? Na ja, sagen wir 25% extra Honorar vom Schweigegeld. Ausgeschlossen. Ich lass mich doch nicht erpressen. Pupschi, kommst du bitte, weil der Herr Professor will nicht. Also, halt meinetwegen! Meinetwegen. Da bist denn du jetzt total übergeschnappt. Das kriege ich geschäftlich schon als außergewöhnliche Ausgaben wieder rein. Komm, Kind, wir haben doch nichts mehr verloren. Und Sie sollten sich was schämen. Sie österreichischer Kanofenschlupf. Tut mir leid für Sie, Herr Menschig. Ja, ganz meinerseits, Fräulein Cornelia. Du, dir hat gar nichts zum Leid da, verstanden? Also Sie haben Ihre Streitereien gefälligst woanders aus. Ja? Na, Sie haben recht, erst wir gehen in unser Büro. Kommst du, Pupschi? Ja. Und Herr Geschäftspartner, zum zweiten Frühstück, da hätten wir beide dann bitte gerne Kaviar-Happerl und eine Miezenbrause. Oh ja. Na, aber eine französische. Und? Wieder wohl auf, Herr Doktor? Hören Sie doch auf mit Ihren depperten Doktorspielchen. Was wollen Sie? Ja, ich hätte ganz kurzfristig einen Kredit braucht. Für Kredite sind Banken zuständig. Das ist mir schon bekannt. Aber die Banker, die sind ja sowas von engstirnig, die verlangen sogar einen Bürgen dafür. Ja, und mit ihrer Bürgschaft, da könnte ich mir ein Auto kaufen. Okay, dann muss ich ja froh sein, dass Sie kein Flugzeug wollen. Ja. Ja, und wenn Sie mich dann hin und wieder während meines Studiums in Ihrem Betrieb einstellen, dann haben Sie sogar die erforderliche Sicherheit für Ihre Bürgschaft. Ja, oder haben Sie vielleicht einen besseren Vorschlag? Jetzt passen Sie einmal ganz gut auf. Machen Sie, was Sie wollen, aber von mir kriegen Sie nicht einen einzigen Cent. Sie haben die Wahl. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Wie viel? Moment. Ja. Der Windling, ich hab Ihnen doch gesagt, dass ich den auf gar keinen Fall nicht... So dringend? Ja, dann lassen Sie ihn Gottes Namen rein. Herr Schock, der hat mir gerade noch gefällt. Also, Sie schauen jetzt, dass darüber verschwinden. Erst müssten Sie das unterschreiben. Ja, was ist denn das? Das war für die Bürgschaft. Ausgeschlossen. Gut, dann warten wir, bis der Herr Windling kommt. So, aber wir zwei, wir rechnen noch ab. Ja, aber erst, wenn das Geld auf meinem Konto gut geschrieben ist. Jetzt, Was gibt's? da wäre als erstes einmal die Bestätigung für die zugesagte Parteispende. Und dann bräuchte ich bloß noch den Scheck dafür. Schon wieder so ein Papier, das bloß ein Geld kostet und überhaupt nichts bringt. Nein. Moment einmal. Also, über eine zugesagte Parteispende ist mir aber nichts bekannt. So, Herr Winzig. das sagt der Richtige. Ja, so da. Ja, freilich.
Herr Menschik, Sie haben doch vorhin am Telefon erzählt, dass der Herr Hahn eine Parteispende zugesagt hat, oder? Was soll ich zugesagt haben? Na, dass sich im Moment eine Parteispende sehr positiv auf die Arbeit des Untersuchungsausschusses auswirken würde. Wissen Sie es nicht mehr? Ich müsste sagen, Sie müssen gar nichts. das kommt ganz darauf an, ob Sie Ihre Zusage halten. Na, da wird er sich doch nicht lumpen lassen, gell, Herr Winkling? Na, da wird er sich ganz bestimmt nicht lumpen lassen, der Fritz, gell? Ich hab dir ja gleich gesagt, dass das der richtige Mann für uns ist. Du musst's ja wissen. Jetzt komm, Fritz. Das ist für dich und deine Firma, das ist doch ein Pappenstiel. Hm? Noch ein paar solche Pappenstiele und ich bin Konkurs. Du, und wenn du dabei bist, dann führ mir doch bitte auch gleich den Scheck aus. Weißt, irgendwann ist der Herr Menschik weg und so wie ich dich kenne, kannst du dich da noch nichts mehr erinnern. Aber 1-0 kommt weg, gell? Die Parteispitze wechselt sowieso. So. Und dann hoffe ich auch weiterhin auf Ihre tatkräftige Unterstützung. Na, das ist doch Ehrensache. Und ich, Herr Menschik, hoffe, dass wir auch bei weiteren Untersuchungen so positiv mit Ihrer Unterstützung rechnen können. Gell? Vielen Dank, vielen Dank. Und Fritz, vielen Dank. Wiederschauen. Ich wünsche dir, dass dir all deine Wünsche in Erfüllung gehen, du. Naja, ich muss dann gehen, weil wir kommen sonst die Tränen. Herr Chef, ich bräuchte da eine Unterschrift. Mir hört denn das überhaupt nicht mehr auf. Was ist denn das jetzt wieder? Ach, das ist nur der Passierschein für Ihren Geländewagen. Was wollen Sie mit meinem Geländewagen? Der Charlie und ich, wir wollen zum Mittagessen. Geben Sie uns einen Blankoscheck mit oder sollen wir die Rechnung daher schicken lassen? Macht's doch, was wollt's? Ich bin ja bloß froh, wenn ich euch ein paar Tage lang nicht mehr sehen muss. Also gut, dann unterschreiben Sie bitte da. Zeit ist ja Geld. Aber fahren Sie mir nicht zu Schrott. Ach, keine Angst. Der Charlie hat im letzten halben Jahr erst 3 Totalschäden gehabt. Und kann ich noch was für Sie tun, Partner? Ja, Und was? hauen's ab! Ja, das werde ich wohl jetzt müssen. Leider ist gerade das Fax da durchgekommen. Herr Dr. Hahn, wir kündigen an, dass ab morgen Herr Dr. Schütz für die Vorarbeiten des Untersuchungsausschusses in Ihrer Firma tätig sein wird. Gezeichnete Staatsanwaltschaft München. Der Schütz. Ja, ausgerechnet der Schütz, das ist der schärfste von alle Schnüffler überhaupt. Ein Grund mehr, dass ich jetzt verschwinde. Ja, wenn Sie es nur gerade einsehen. Ja, dann werden Sie ja einsehen, dass das seinen besonderen Preis hat. Bitte, Sie brauchen bloß noch unterschreiben. Für den Betrag? Niemals. Ja, dann werden wir zwei halt gemeinsam auf den Herrn Dr. Schütz warten. Jetzt verschwinden Sie, bevor ein Unglück schicht. Das kommt ganz auf ihn an. Na, bitte unterschreiben. Also von mir aus, aber jetzt verschwinden Sie und zwar sofort. So schnell wie Ihr Chip uns fort. So, Charlie, bist du weit? Nicht weiter als du denkst, Pupschi. Sie glauben doch nicht im Das Ernst, ist dass jetzt kein Tropfen im Autoschlüssel. Ja, meine Kraxen, die hab ich abgeschossen. Na, weil vor mir einer gemeint hat, er müsste da einschleifen. Und dann uns einen Busser geben. Na ja, mein Moped hat kein Puppenrutschen. Kein was? Kein Rücksitz. Also, was ist jetzt? Puffen oder Betonbotschau? Also gut. Von mir aus, bitteschön. Na ja, und dein Hobby kannst du am Flughafen abholen. Ja, der Schlüssel liegt dann am Informationsschalter. Ciao, Bauxi. Baba! Tschüss. Marcelin, was ist denn schon wieder? Der Charlie ist mit dieser Isabella fort und der Papa hat ihnen jetzt auch noch einen Geländewagen gegeben. Aber geh, schau, du wirst doch jetzt den Betrüger nicht nachweinen. Ja, aber am Vater von meinem Kind. Ich bin doch diesem Betrüger ganz genauso aufgesessen. Aber für den Rest bin ich nicht verantwortlich. Also ich kann die Cornelia jetzt schon verstehen, wo sie doch jetzt dann als alleinerziehende Mutter dasteht. Ja, dann find halt du einen Ausweg. Was? Ja, jetzt wo deine Spekulationen daneben gegangen sind, jetzt wär ich als Nothelfer wieder an der Reihe. Warum warten wir, Tochter? Ja, fragen Sie es doch selber. Ich bin dem Herrn keine Antwort und auch keine Erklärung schuldig. Na, jetzt wissen Sie es. Sind Sie jetzt bloß noch hergekommen, um sich zu überzeugen, dass meine Tochter auch wirklich unglücklich ist? Ja, was soll ich jetzt da noch machen? Dann kann Ihr Liebe nicht so groß gewesen sein. Ah, alles davon sagen, aber nicht das, dass es mit der Conny nicht ehrlich gemeint hätte. Ja, dann beweist es doch das Gegenteil. Na, ich will kein Mitleid. Recht hast, Kind.
Man kann doch bestimmt auch vernünftig mit Ihnen reden, Peter, ha? Ja, meinst nicht auch, Fritz? Jetzt, hm? Von mir aus, also von Mann zu Mann. Ich mein, von Vater zu Sohn. Also vom Ich flehe Sie an, Sie müssen heute beide Augen zudrücken. Ich sehe vor mir 2 weitere Jahre Studium, anschließend eine fixe Anstellung in einem gewissen Betrieb, die Möglichkeit zu einer ehrlichen Promotion und das Angebot zur Übernahme des Betriebes nach weiteren 10 Jahren. Das war dann genau der Zeitpunkt, wo ich in Ruhestand gehen kann. Da haben Sie jetzt gut mitgerechnet, Herr Hahn. Ausgeschlossen. Bitte schön. Was ist denn jetzt das schon wieder für ein Wisch voller Schwindel und Betrug? Friedrich Hahn ist wieder eine Festanstellung im Betrieb, eine Prokura nach der Promotion. Bekenne ich mich auch zur Vaterschaft an dem Kind, welches von Cornelia Hahn erwartet wird. Also das ist jetzt der einzige Satz, der mir an dem Schriebtag gefällt. Dann können Sie es ja gleich unterschreiben. Das muss ich mir schon genauer überlegen. Na, also jetzt mach aber einen Punkt. Gerade warst doch noch einverstanden. Bitte schön. Dann schaue ich in einem Dreivierteljahr wieder vorbei. Nein, also meinetwegen! Ich unterschreibe ja. Aber nur unter Zwang. Und damit die Geschichte ein gutes Ende nimmt. So. Aber, also einen Charakter haben sie, das muss man ihnen lassen. Ja, drum wäre er ja auch der richtige Mann für unsere Cornelia. Ja, und auch der richtige Vater von meinem Kind. Der richtige Vater? Ja. Und auch die richtige Mutter, die sich doch nie mit so einem Menschen so weit eingelassen hätte. Meine Menschenkenntnis habe ich schon wieder im Stich gelassen. Fritz, was ist denn? Schnell ein Cognac. Nix Cognac, ein Glas Wasser. Nein, die Herztropfen. Nein, das Beste in unserem Fall ist immer noch ein Cognac. Nein! Doch, macht's euch, was der Peter sagt. Schneck! Nein, der Papa braucht eine frische Luft. Herrschaft, wie ohnmächtig muss man in dem Haus denn noch werden, dass man endlich einmal einen Cognac kriegt.